his name. Then he rescued me, now the song does sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up. Stuck my feet on a sturdy rock. Out of his great love I learned the meaning of salvation. Out of his great love, now I shout his Door Maris alle. Dus een meid niengda. Op tien smars on a zin on smars. Je danken, ziet Gottes woord met mij, Mr. John Peters. Wie willen vandaag de vraag beantwoorden? Ik weet dat het maar een Mutterstag, waarbij ik voor 2 weken versprechen. Und wir würden das Thema verhandeln von, wann krieg in Christ den Heiligen Geist. Wegen der Apostelgeschichte, hat leider, wie wir in 4. Kapitel 8, wo die Samariter hatten Jesus eingenommen, aber dann fehlt das noch, dass Petrus und Johannes kamen daheim, leden die Hänge ab Ernt, dann sagt er, die kriegen den Heiligen Geist und fangen an, in Zungen zu reden und so weiter. So, wenn Kirchenmensch, der Heilige Geist, als die Frau, will 3 mit, Gedanken sieht Gottes Wort. Sorry. Then he rescued me, now the song does sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up. Stuck my feet on a sturdy rock. Out of his great love. Alright, so du kom gode vragen op, waar we in Gods woord aan kijken. Wat wil je met prijzen, dat de schrift, de weet zich met de schrift. Ik heb verder gezegd, de schrift, de schrift erklärt. En zo, toen dat ervaren, oder toen dat beleven, moet we groeven. We moeten einfach de Schaffel nehmen en dat groeven. En onze Geist en onze hart met onze verstand. En dan moeten we gezien. Ich glaube, was ein Prediger ein paar Wochen 3 sieht, wo ich auf einer Konferenz war, er sagt, es sind viele Dinge, wo die Schrift gleich was übersagt, über die der dort wiesen. Das muss ich noch einmal sagen. Es sind viele Dinge, wo die Schrift vielleicht nicht viel übersagt, über die der dort wiesen. Zum Beispiel, sagt die Schrift, dass wir sollen nicht eine Radio hören, oder nicht TV watchen? Nee, das nicht. Denn Radio und TV wird der Zeit noch nicht. Aber der Schrift redet von gute Dinge für unsere Ohren und für unsere Ohrensaten. Und dann weiß wir, dass Radio und TV jetzt für gute zu brauchen auch für schlechte. Zum Beispiel, wir können TV und Radio brauchen für Gott seine Ehe und wir können das auch für schlecht brauchen, zum schlechte Bekicken und schlechte Hirn. Das gibt gute leider, das gibt schlechte leider nicht so. En ik lees een Beispiel, wat de prediger zegt. Hij zegt, de Schrift sagt euch, dat we niet kan, zum Beispiel 3 munkjes haben. En von wo kommt das her, dat ik zal 1 munkje haben? Wenn de Schrift sagt euch, du sollst nur einen Weib haben. Heute man gedacht, über die Schrift hat überwiesen, dat die Männer, wat eine Schrift mehr als 1 munkje hadden, wat hadden die? Gute Troubles, meine Freunde. Abraham ging sich Troubles an, wegen mehr als 1 munkje. David ging sich sehr Troubles an, wegen mehr als 1 munkje haben. Salomo verlor meist sogar seine Erlösung, wegen so viel munkjes haben. Und so, die Schrift hat wiesen, dass das nicht eine gute Idee ist. Aber im Neuen Testament redet davon, dass die Diener oder die Diakon soll 1 munkje haben, so die haben ein bisschen ein Bild. Nu sagt die Schrift hier, was interessant ist, in Apostelgeschichte, Kapitel 8, das sagt in Kapitel 8, dass die Verfolgung von den Christen in Apostelgeschichte hat angefangen. Und nu verfluchen die Christen, nu werden sie auf einmal Jesus in Gebot gehorsam. Und Jesus hat gesagt, fangt in Jerusalem an, dann geht nach Judäa, dann geht nach Samaria, und dann geht über die ganze Welt, verteilt er das Evangelium. Wat is het evangelium? Dat ik zie komen, zegt Jezus. Ik zie je sterven, ik zie je opgestaan, ik zie bij de rechte hand Gottes. En wer dit blijft aan mij, der heeft het eeuwige leven.
Und so diese Christen in Jerusalem, non bloß tau, hatten Gemeinschaft, ging schein, nicht so. Ja, die wir ein bisschen Verfolgung, aber nicht sehr viel, nicht wunderwort. Und nie auf einmal fängt die Verfolgung sehr an, euer Leid von Saul. Und nie verfluchen die Christen, aber das sagt die Apostel bleiben in Jerusalem. Und du merkst, dass diese Christen verfluchen, kommen sie auf einmal bei Samaria. Und wir haben ein kleines bisschen von Samaria vertellen. Das Evangelium wir für die Samariter auch. Jesus hat je door bijna 3 jaar terug met de munkje spaziert door een barm, Johannes 5. En dan had hij al het leven gewoed aangeboden. En hij wie de munkje terug naar het dorp geraan door in Samaria in Jerusalem. En had hij gezegd, kom mal en traf diesen Jezus. En dan wie hij door mededeel. Nu weer het evangelium bij Samaria gekomen. Maar dat zegt wat interessant is. Dat zegt dat deze mensen nemen de leer aan van Jezus Christus. Dan zegt dat als de Apostel in Jerusalem dort hielten, dort de Samariter ook hadden Jezus aangenomen, schatten zij Petrus en Johannes. En de Jünger waren vielleicht zijn bijgevallen. Er weer een begebenheid, wo sie met Jezus tot gereist hadden, op een Berg in Jerusalem. En dan hadden ze wohl bij een stad in Samarien het leib eten gegeven. En die hadden ihn bloß de voet geschickt. En dan zijn een paar van de Jünger, dat het weer Jakobus en Johannes, de Seens van Dana, sagt de Schrift, die hadden gesagt, Jezus, we hebben 4 afgelopen vom Himmel en deze stad verbrennt. En dan sagt Jezus, niet zo'n reden vergaan. En andere weer, Jezus had een lijf voor die ook, wanneer ze allemaal niet meer wilden. En die Apostel waren van gedacht aan, ne? Nu zijn ze maar krijgen in Samaria en vreien zich dat deze niet-gläubigen aan Jezus aangenomen. En dan zegt het, als Petrus en Johannes die kwamen, dann leden sie den Hang ab den Niedergläubigen, sodass die auch würden den Heiligen Geist werden. Dann sagt er in Vers in Apostelgeschichte 8, 18, wenn der Heilige Geist wir noch nicht auf diesen abgekommen, sie werden bloß getauft werden in den Namen Jesus. Dann sagt er in Vers 17 weiter, Petrus und Johannes leden den Hang ab und dann kriegen sie den Heiligen Geist und dann greift er auch Tekens. Die Tekens werden Tungen reden, in verschiedenen Sprachen reden und prophezeien en vielleicht sogar de jas oder de goal van Heilung. En dan wil je dus zien en zich verkijken. En we hebben veel van geredet. So, nu zijn we al 8 minuten in deze boodschap en nu ga ik een vraag. Wanneer kreeg een Christ den Heiligen Geist? Wanneer kreeg een gläubige mens den Heiligen Geist? Als ik Jezus aannam, ik ben 9 jaar oud. Dat we daar mijn school studeren. Op eenmaal had ik in de gelegenheid de vraag te beantwoorden, was du een Christ zijn? En ik schreef ja. Dan zei het nächste, dan zei die schoolleraar dort. Dan deed ik, dan roepte hij de principal. En dan deed de principal met mij toe dat gebed leiden. Dat ik Jezus in mijn hart nemen kreeg. Ik ben 1 jaar oud. Heb ik dan den Heiligen Geist gekregen? Mijn antwoord is ja. En ik heb schriftgelezen voor. Maar dat würden some zijn, well, hier hadden ze niet den Heiligen Geist, wat de Apostel kreeg. En du hebben een ding, wat de Apostel kreeg. En zo, er zijn verschillende lehren. Eine Lehre sagt, dass wenn du Jesus annimmst, dann hast du den Heiligen Geist. Die Katholische, die sagen, und vielleicht auch von unserer Kultur, unsere Glaubensartikel würden vielleicht nicht unverstanden geben, dass wenn du getauft bist, dann kriegst du den Heiligen Geist. Die Wutterdeib merkt den Heiligen Geist an die Nenkom. Und dann ist noch eine dritte Lehre von den Charismatics und den pentecostal Kirchen. Dat die besten Christen, ja, aber die fehlt noch die Fällung von dem Heiligen Geist. Und die wird eben die kommen in eine besondere Überraschung. Na, was die gefällt worden mit dem Heiligen Geist. Und dann die Taufe von dem Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt, er wird taufen mit dem Geist, auch mit Feuer, nicht so? Und so, ich will hier ein bisschen in der Mitte durchgehen und sagen, was ich bleibe. Und ich will auch sagen, ich kann nicht alle Wissenschaft, ich kann nicht alle Weisheit. Ik ben eruit om leren. Ik bid vandaag nog til den Heiligen Geist. Ik doe til den Heiligen Geist beden. Ik geef me verwoording, geef me wijsheid over dit. En zo, de Heilige Geist, wat je me zegt, kijk in de schrift. Wenn de schrift dat de schrift erklären. De schrift dat over de schrift leren. De schrift heeft de antwoorden voor de vragen wat in de schrift afkomt. En zo, Epheser kapitel 1, 13 en 14, kan je wel doorschrijven, wel ik zelfs bekijken. Dat zegt, als je blijven deiden, dann wir je gesiegelt mit dem Heiligen Geist. So, als die Jesus annimmst, als du ein Christ warst, als du die bekehrt hast, dann sage ich Epheser 1, 13, 14, dann hast du den Siegel, ein Siegel, das ist ein Stempel,
von den Heiligen Geist gekriegt. Ist das nicht wundervoll? Und dann sagt Petrus in Apostelgeschichte 2,38, dort Büße, sagt er zu den Menschen, sieht getauft, wordt getauft in den Namen Jesus Christus für die Vergebung von den Sünden, dann wo je den Heiligen Geist kriegen. So wir Buße dat, und Jesus läuft, und am nu folgen dat, mit die Taufe und so wieder. Dann sagt Petrus, dann wo die den Heiligen Geist kriegen. Dann sagt er in Römer 8,9, das sagt, was interessant ist, wer nicht den Heiligen Geist hat, ist nicht Gott sein Kind. So wenn die Gott sein Kind bist, dann hast du sein Geist. Nu ist eine Frage, was hier passiert. Wegen dieser Samariter, der hat Jesus angenommen und haben aber nicht den Heiligen Geist gekriegt. Nu fehlt das an der Apostel und kommt der Hängablein. Und dann sagt er in Epheser 1, 13, 14 Jahren, dass der Heilige Geist als die Garantie, ein Stuhl hat eine Garantie, wenn die Wort nicht lesen, kostet 3 bringen, ne? Ja, 3 kriegen. Die sagt, dass der Heilige Geist als uns Garantie für die Erlösung, was wir haben und was wir kennen. Nicht wundervoll? Und so, hier haben wir mehrere Schriftstellen, die würden sein, dass ein Christ hat den Heiligen Geist und ein Christ ist lebendig. Und dort gibt mir Trost. Dann sage ich das noch einmal, und das ist in Römer 8, Vers 18. Römer 8 ist viel von den Heiligen Geist, das lesen. Und das sagt das in Vers 18, sagt das, was der Heilige Geist ist. Das sagt der Heilige Geist, der mit unseren Geist vertalen, communicaten, und der uns Zeugnis geben, dass wir Gott seine Kinder sind. Und der uns überführen. Und gibt dir die Sicherheit, dass du bist Gott sein Kind. Und dort ist alles passiert, durch Glauben an Jesus Christus. Und so, was passiert hier? Well, hier wir eine besondere Begebung. Besondere meint, bütergewöhnlich. Das wären 3 Jahre gewesen, wo Gott es sehen wie auf ihr gewesen. Und dadurch, dass Gott ihn sehen auf ihr gewesen wären wundervolle Dinge passiert. Tekens, Wunder, Heilung, Abudagon von 5 Brotjes und 2 Fisch, vielleicht wieder 5.000 Menschen fighten und einmal 7.000 und so wieder. Das ist aus diesen. Das wäre eine Zeit gewesen, von wo der Gott sehen wie auf ihr gewesen und der Erdball hat sich bewegt dort. Und wir werden dann denken, wenn wir den Heiligen Geist haben, können wir auch Dinge bewegen. Da ich sie nun. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Nu wie hier noch eine besondere Begebung passiert, vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate 3, der Heilige Geist wie kommt und der Stadt hat geschadet, so wie Wind gewesen, das hat 4 Flammtes gegeben. Und nu fehlt diese Kirche zu wachsen, diese Kirche fehlt zu bauen. Und so, nu fehlt es auch noch ein Ding. Das fehlt, dass die Menschen über die ganze Welt würden erkennen, dass diese Apostel ihre Lehre, das hat Kraft, das hat Autorität, und das wären die Kirchenlehrer. Das wäre nie ein neuer Bund. Und so, nu fehlt das, dass hier mehrere Tekens wären, und dort bestrafen. Und so, nu fehlt diese samaritische Kirche, dass sie würden Anerkennung geben zu Petrus und Johannes und die anderen Apostel, dass das wären Apostel Jesu Christi, die wären mit Jesus taub gewesen. Nu kamen die, leden die Hänge ab, und kriegen die den Heiligen Geist, und dann gibt das vielleicht ein Wow. Guck mal, diese Mann, weil wir horchen. Und diese Mann, die Lehre, weil wir nur gehen. Wenn diese Mann reden, das ist wahrhaftig. Die wollen uns lehren, das wollen unsere Lehrer sein. Wir wollen Respekt geben zu der Kirche in Jerusalem, zu den Apostel Jesu Christi. Wir haben eine andere Begebenheit, wo Menschen in der Apostelgeschichte lernen müssen, was ein Hang abgelegt wird, als sie den Heiligen Geist dann kriegen. Und so, was ist nicht die Antwort? Du hast den Heiligen Geist, wenn du gläubig bist. Aber du kannst ihn besser kennenlernen, mein Freund. Du kannst mehr von ihm kriegen, dadurch, dass du ihn fragst, dadurch, dass du anbeten lässt, dadurch, dass du lesen lässt, dadurch, dass du horchen lässt. Und bet, dass du mehr von den Heiligen Geist was kriegen. Vielleicht alle, nicht mehr von den Heiligen Geist, aber mehr von seiner Kraft, mehr von seiner Lehre, mehr von seinem Trost. Die Dinge, was der Heilige Geist mit sich bringt. Und was ist das? Ich kann besser kennenlernen. Das ist meine Antwort zu dieser Frau. Das wäre eine besondere Umgebenheit. Und wir haben in der Schrift gesehen, dass wenn die bekehren das, dann kriegt die den Heiligen Geist. Aber wir können auch sehen, dass die Kurs am besser kennenlernen. Das sperrt sich meistens, wenn die dann mehr von einem kriegst, nicht so? Aber die hast in voller Mut den Heiligen Geist, wenn du in Christ bist. Das ist die Antwort zu der Frau, wenn kriegt ein Mensch den Heiligen Geist. Die Schrift sagt,
wenn die gläubig geworden bist, dann hast du den Heiligen Geist, Gott sei Dank, dafür nicht so. Was nächste Mal, meine Freunde?